herzlich willkommen zu der 5. mittlerweile schon Episode von Buff Crit Loot hier mit dem Nico und mit mir, ich bin Steffi. Und wir machen den Podcast im Rahmen von brack.ch. Und wir haben jetzt beide wunderbare, tolle Mikrofons und ich habe jetzt auch einen neuen PC, wo alles einfach mal drunter und drüber läuft und mir einfach mal alle Audio- und Sound-Einstellungen rausholt. Aber und das kurz, so ein paar Sekunden, hat du gesagt, bevor wir die Aufnahme machen. Aber es funktioniert jetzt alles, Gott sei Dank. Und ja, der Nico hat, glaube ich, das Reden verlernt vorher kurz, aber jetzt ist er, glaube ich, wieder da. Genau, ich bin wieder am Start. Die Hirn funktioniert auch wieder. Es sollte wieder funktionieren. Nach einem kurzen Brain Lag ist es wieder da. Genau. Ja, von den Themen her legen es nicht wahnsinnig. Wir haben viele Themen, wir haben ein paar Sachen vorbereitet. Einerseits schauen wir einmal kurz in die Nintendo Direct rein, die ja letzte Woche stattgefunden hat. Wir schauen Ghostwire Tokyo an, natürlich Total War Warhammer 3, wo ja die Woche erscheint. Dann haben wir ganz vorher einen kleinen Trailer noch reinbekommen von der neuen Serie The Rings of Power, also von Herr der Ringe-Serie, die ja im Moment gedreht wird. Das schauen wir heute schnell an. Mal schauen, was... Ja, wir sind uns nicht ganz sicher, ob es etwas Gutes oder Negatives ist. Und dann unsere negativen, also unsere Crit-Themen, unsere Lost Ark. Also eigentlich ist es ja etwas Tolles, aber ihr werdet sehen, warum. Dann haben wir Nintendo, wo anscheinend Interesse an NFTs und Metaverse hat. Und ein Datenleck, und ein Datenleck bei Dark Souls 3, wo eventuell eben auch Elden Rings betrifft. Und Battlefield, beziehungsweise die Spieler von Battlefield, haben eine Petition gestartet. Das schauen wir noch an. Und natürlich werfen wir einen Blick auf meine neuen PC und auf meine neuen Monitore. Und was wir sonst noch Geiles haben. Und da würde ich sagen, ganz kurze Unterbrechung und dann let's go. Yes! So, wir starten gerade mit der Nintendo Direct. Letzte Woche hat die stattgefunden. Es hat ein paar recht gute Rückmeldungen gegeben zu dieser Nintendo Direct. Ich habe von vielen gehört, dass sie wahnsinnig hyped waren, dass es eine von der besten Nintendo Directs seit Jahren, wo wahnsinnig viele coole Sachen angekündigt worden sind. Zum Beispiel, ich weiss nicht, Nico, magst du dich daran erinnern, es hat auf dem Gamecube hat's mal so ein Mario Strikers gegeben. Ja, weiß genau. Hast du es gespielt? Ja, also minim leider nur, aber ich kann mich daran erinnern, dass es sehr, sehr lustig war. Also mit den Effekten, die du in die Schüsse rein tun und so. Und einfach schon mit den spielbaren Charakteren. Ja, es ist einfach lustig, auch die Mario-Charaktere auf dem Fußballfeld zu sehen. Genau, aber für die, die es nicht wissen, Mario Strikers ist wirklich, mit den verschiedenen Mario-Charakteren spielst du eigentlich Fußball auf einem Fußballfeld. Also es sieht wirklich aus wie ein normales Fußballfeld mit dem Rasen, mit den Linien, mit dem Goal, wo an jedem Ecke steht. Aber es hat keine Regeln. Es hat literally keine Regeln. Und es gibt ein Remake davon, Mario Strikers Battle League. Das erscheint am 10. Juni. Und es gibt sogar einen Online-Modus für insgesamt 8 Spieler und Spielerinnen. Und ich bin gespannt. Ich werde auf 100% Sicherheit den Bowser spielen, weil hey, der kann brennende Bälle schiessen. Wie geil ist das? Hey? Ich will auch brennende Bälle schiessen. So, weißt du, so wie im D&D, Fireball. Ich bin zwar nie Magier, aber gleich, der Fireball ist einfach immer... so das Beste ever, Mann. Ich bin ein bisschen gehypt auf einen brennenden Ball, muss ich sagen, von Bowser. Ja. Ich verstehe dich völlig. Ich hätte am liebsten gespielt. Wirklich? Also du hast auch... Ja. Ich habe leider, muss ich sagen, kein Gamecube gehabt. Die habe ich leider übersprungen. Das war so in der Phase, wo ich nicht mehr viel gegamet habe. Ich hatte L64 gehabt, mit der habe ich angefangen. Aber schnell hat es leider eine kleine Gamer-Pause gegeben bei mir. Aber ja, dafür bin ich jetzt umso mehr wieder dran und ich freue mich auf Mario Strikers Battle und League. Das wird sicher witzig. Aber am 10. Juni ist es soweit. Da stürzen wir uns in dieses Abenteuer. Und auch Sport ist, also bezüglich Sport ist noch ein anderes Game angekündigt worden, und zwar Switch Sports.
Also es sind wieder die Sportarten, wie es eigentlich bei der Wii dann auch schon hatte. Also du kannst golfen, du kannst Tennis spielen, ich glaube shooten, kannst glaube ich auch. Einfach diverse Golfspiele. Das erscheint am 29. April. Etwas, was auch wahnsinnig viel und mega gehypt war, ist Xenoblade Chronicles 3, das angekündigt worden ist für auf der Switch. Ich glaube, das hat recht viel, vor allem eben Fans von Xenoblade Chronicles, in Euphorie versetzt. Ich selber muss leider zugeben, ich habe es nie gespielt. Hast du es gespielt? Ich auch nicht. Du auch nicht. Ja, das ist einfach ein bisschen vorbei. Ich muss sagen, ich habe dann einmal den Trailer gesehen, vor ein paar Jahren zu Xenoblade Chronicles. Und ich habe gefunden, das sieht noch geil aus, hat mir aber gleichzeitig auch fast ein bisschen zu viel Monster Hunter Vibes gehabt. Weißt du, was ich meine? Ja, irgendwie. Und ich bin nicht so der Monster Hunter-Fan irgendwie, ich weiß nicht. Me neither. Es sieht zwar geil aus und so von der Grafik her und Monsters sind richtig cool, aber es catcht mich halt einfach nicht. Ich habe gerne andere Spiele. Darum Xenoblade Chronicles irgendwie sieht geil aus und so, aber meins ist es nicht, muss ich zugeben. Was leider auch nicht so meins ist, und da werden mich wahrscheinlich wahnsinnig viele Leute hassen, ist Mario Kart 8. Allgemein Mario Kart. Ich habe nie gerne Mario Kart gespielt. Vielleicht habe ich es einfach zu wenig oft gespielt, das kann natürlich auch sein. Aber ich habe es nie wahnsinnig gerne gehabt und ich spiele es auch heute noch irgendwie nicht gerne, ich weiss nicht, versteht auch den Sinn irgendwie nicht so ganz dahinter. I don't know. Aber eben, ich habe es einfach nicht so mit Outdoor-Spielen generell oder mit so Rennspielen. Das ist einfach nicht meins, einfach null. Aber was man natürlich muss sagen, Mario Kart 8 Deluxe ist ja schon auf der Wii U erschienen. Hast du die Wii U gehabt? Die Wii U war ja irgendwie so eine Konsole, die ich nie so wirklich verstanden habe. Also einerseits von gewissen Aspekten her gut, es ist ein Vorgänger von Switch immerhin, aber es war halt so semi-geil gewesen, die Wii U an sich. Ich hatte es nicht gehabt. Ich war eigentlich grundsätzlich kein Nintendo-Spieler gewesen. Gut. Wenn ich Mario Kart gespielt habe, dann bei Kollegen. Und dann einfach zusammen gegeneinander. Und dort habe ich auch meistens eingeschaut. Also es hat selten wie viele Freunde hast du verloren? Wir hatten anderes Zeug gehabt, wo wir uns hätten verlieren können. Also Mario Kart war da wirklich voll noch heilig gewesen. Oh wow, okay. Also Regenbogenstrecke in dem Fall nicht so der ultimative Triggerpoint für euch. Also die Strecke selber ist extrem ein Trigger. Also auf jeden Fall. Und es kommt immer wieder vor, dass der ich meine, man kennt es, oder? Das Mittelfeld ist sowieso der Tod. Wenn du hinten bist, hast du immer die Items, die den vordersten das Leben schwer machen. Aber wenn der erste Platz mal voraus ist, dann hat... Ja, du willst nicht der Erste sein, wo du schaust einfach, du bist einfach Garst, eben, wo die Hinteren die einfach mit allem abschießen. Genau. Und ja, es ist sicher ein Spiel, wo viel Frustration drin ist, aber es hat auch immer sehr viel Spass gemacht. Und ich meine, wenn man die Vorgänger gespielt hat... komm jetzt, Steffi. Wenn man die Vorgänger gespielt hat, auf der 64 zum Beispiel, dann hast du ja noch nicht mehr können, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, dann hast du noch nicht können sliden. Und das ist ja dann mit der Zeit reingekommen, dass du hast um Kurven sliden. Und das ist dann, das hat wie dem Ganzen noch eine gewisse Schwierigkeit mehr gegeben, weil wenn du nicht bist geslidet oder im richtigen Moment hast bremst, damit beim 8, wo ich jetzt auch schon ein paar Mal gespielt habe, hey, dann kommst du nicht um die Kurve, du fährst einfach in die Wange wie ein riesen Noob. Und dann siehst du einfach oben 10, 11, 12, ich bin letztes schon wieder, okay. Ich mache dann noch meine Runde fertig, während der alle schon wieder das Ziel sind gefahren. Ist gut. Ja. Okay, ja, fantastisch. Das ist dann nach wahnsinnig viel Spass. Ich habe eine andere Auffassung von Spass, aber okay. Nein, auf jeden Fall, das war ja nicht die grosse Ankündigung. Die grosse Ankündigung war nämlich, dass neue DLCs angekündigt worden sind. Also es gibt neue Mario Kart 8 Strecken. Und zwar total 48 neue Strecken bis ins Jahr 2023, also bis nächstes Jahr. Also jetzt in den nächsten 2 Jahren können wir 48 neue Strecken bekommen. Also das ist eigentlich 1 pro Monat. Also ja, mehr sogar. Krass, ja. Es ist mehr als 1 neue Strecke pro Monat, die jetzt die für Mario Kart rausholen. Für die Mario Kart-Fans natürlich der Oberdings, wie sagt man, der Oberhype, mega cool Dings, Ankündigung, Bums. Ja. Genau, der Oberhammer. Ja, der Oberhammer, genau, danke, das hat mir gefällt.
Das habe ich gesucht. Genau, das ist natürlich schon mal geil. Und was auch noch angekündigt worden ist, was vielleicht Mario Kart-Fans auch recht abholt, ist Disney Speedstorm. Das ist eigentlich plus minus ein Mario Kart 8 Klon, aber halt mit Disney- und Pixar-Figuren. Also du kannst, was sicher schon mal bestätigt ist der Mickey Mouse, der Donald Duck, der Jack Sparrow, der Sully und die Mulan, die du kannst spielen. Und es ist sogar Free-to-Play. Und ich kann mir vorstellen, dass das auf der Switch auch noch recht gut wird ankommen. Hast du nicht das Gefühl, das wirkt dann irgendwie auch so ein bisschen komisch? Wieso? Also weißt du, hast so halt irgendwie Disney. der Ja, okay. Aber es ist wirkt so Disney! Ja, aber... Es ist Disney! Alle lieben Disney! Alle lieben der Sully! Come on! Steffi, du kannst nicht einfach mit dem Argument, es ist Disney, einfach aus. Doch! Ja, okay. Sorry, aber wer hat schon nicht gern Disney? Please. Natürlich, ich verstehe dich, aber ich meine, es ist einfach so, ich meine, das Setting ist, es wirkt auf mich halt dann irgendwie einfach noch, ich meine, der Jack Sparrow und Mulan. Ja, weißt du, die geile Kombi, Mann. Also, ich meine, stell dir das mal vor, das ist so wie eine... Also, ich stell mir das vor, ja. Ja, also ganz ehrlich, auf mich wirkt es eher so, als würde irgendwie, als würde irgendwie zu Berner Fasnacht ein paar Go-Kart geben und die um die Häuser fahren. Also, es ist doch ein bisschen komisch, aber ja. Wir lassen uns überlassen. Jetzt habe ich noch das falsche Video. Ja. wir schauen noch schnell für alle, die im Podcast zuschauen. Wir schauen neben der Live-Aufnahme auf Twitch aber noch ein paar Videos an. Und jetzt schauen wir halt noch mal schnell das Mario Strikers an, wo ich habe aus irgendeinem Grund vergessen das Video zu Ghost. Nein, wie heisst es jetzt? Nicht Ghost. Speedstorm. Disney Speedstorm rauszusuchen. Aber ist nicht so schlimm. Es ist kein Problem, Steffi. Wie gesagt, heute ist alles ein bisschen heute ist drunter und drüber. Hätte schnell müssen gehen. Genau, die Steffi hat, wie gesagt, einen neuen PC und also kommen wir das später noch. Genau. Technik funktioniert immer dann nicht, wenn sie sollte sagen, solche unglaubliche. Yes. Genau. Aber komm, jetzt darfst du ein bisschen reden, weil jetzt habe ich, glaube ich, genug erzählt. Genau, ich gönne dir eine Pause, Steffi. Danke. Und mache weiter mit etwas, wo ich sehr hyped drauf bin. Und zwar ist das das Game, das jetzt rauskommen wird. Ghostwire Tokyo heisst es. Und das Setting von diesem Game ist, wie es schon sagt, Tokio. Also eine schöne Hauptstadt von Japan. Und ich habe auch dort in meinen Recherchen herausgefunden, dass sehr viele Spiele aus dem japanischen Raum wirklich auch in Tokio spielen. Also, da sind zum Beispiel Schauplätze wie Shibuya, das ist so viel wie die grosse Kreuzung. Und Tokyo Tower und so Schauplätze sind oft in Games verwendet worden. Aber ich habe jetzt auch gehört, dass bei Ghostwire Tokyo die Schauplätze detaillierter denn je sollen wirken. Also wirklich absolut schön und man hat sich dort richtig hineingelegt, dass man Tokio so trifft, wie es eben wirklich auch ist. Und es erinnert aber auch, weil sie es natürlich ein bisschen modernisiert noch, erinnert es noch ein bisschen an Night City, so von Cyberpunk, wo man ein bisschen kennt. Erwähnt bitte nicht Cyberpunk. Nein, ich denke einfach, weißt, so, für einen Vergleich finde ich es nicht schlecht. Ja, das stimmt. Und es ist halt ein Game, wo man kann sagen, das ist eine Mischung aus traditionellen Geistergeschichten und einem Near-Future Tokyo-Setting. Also es ist wirklich so die traditionellen Geistergeschichten aus der japanischen Mythologie. Das heisst, die haben ganz viele Geister und die haben ganz viele Onis, das sind dort Dämonen, und die haben Yokais, das sind eher böse Geister. Und die haben probiert, quasi die Mythologie-Wesen ins neue Tokio reinzubringen, daraus so eine Art Kampf-Action-Horrorspiel zu machen. Also Horror ist auf jeden Fall auch drin. Und es ist ein sehr... Doch, Steffi. Und es ist... Ja, weil nicht alle Games für dich gemacht werden, Steffi. Aber es hat immer so spannend getönt. Und das Horrorelement, das schreckt mich ehrlich gesagt schon ein bisschen ab. Aber ja, für Horror-Games-Spieler natürlich sicher hure geil. Aber ich auch ein bisschen neidisch, sagen wir es so. Ja, ich kann es ja dann spielen, du kannst zuschauen, wie du willst. Aber auf jeden Fall, was ich kann sagen ist, das Kampfsystem wird sehr interessant sein, weil man macht eigentlich alles mit sogenannten
Kuchikiri-Handgesten. Und das sind so traditionelle Handgesten, wo man auch ein Also bisschen kann man sich vielleicht, das wenn man... vorstellen wie bei Naruto? Ja, Steffi, zu dem wäre ich genau gerade gekommen. Genau. Man kann sich So das geil. vorstellen wie die Ninjutsus in Naruto. Oh, Und cool. man macht wirklich die Bewegungen auch so. Oder Dragon Und, Ball. genau, und schießt nachher auch, je nachdem, Feuer, Wasser, Wind und anderes Zeug durch die Gegend und probiert so die Böse Geister Geister. natürlich Okay. auszutreiben aus Tokio. Und Also man killen nennt oder das einfach zu Ganze... vertreiben? Ja, also ich weiß Also, nicht, inwiefern dass man einen Geist killen kann. Das ist ja, eben die grosse gut. Frage. Aber man nennt das Ganze ätherisches Weben, also eine paranormale, spirituelle Energie. Ja? Ja, Es so. geht also dort, Das klingt sehr spirituell, ich muss das schon sagen. es geht dort also in eine sehr spezielle Richtung. Die haben sich da wirklich etwas überlegt. Und ja, also ich finde es absolut Hammer. Ich habe mir jetzt schon 2, 3 Trailers reingezogen und es macht richtig Bock. Einfach auch, weil ich ein grosser Japan-Fan bin und natürlich auch ein grosser Fan von japanischer Mythologie bin. Ich ein bisschen informiert dort und Ich muss gerade sagen, aber vor habe allem einfach... der Aspekt eben mit der japanischen Mythologie in die Ja, Neuzeit sozusagen zu holen, das ist schon ja, interessant. Ich meine, wir kennen eigentlich die japanische Mythologie ja alle auf eine Art und Weise, aufgrund schon allein von diesen Studio Ghibli-Filmen, die vermitteln das meiner Meinung nach ja immer sehr schön und herzig, aber gleich auch beängstigend, gewisse Elemente. Es gibt ja gewisse Animes und Mangas, die das immer mal wieder aufgreifen. Ja, was mir jetzt so in den Sinn kommt, ist zum Beispiel Inuyasha, aber der reist halt reist in die Vergangenheit und ja, ab und zu schafft es mal einen Dämon oder eben so eine mythologische Figur in die Neuzeit zu kommen irgendwie, aber ja, das ist jetzt vielleicht ein anderes Thema. Ich weiß es nicht, ist probiere aber irgendwie einen Zusammenhang zu finden. alles gut, Steffi. Es ist ein schöner, wie sagt man dem? Es ist ein schöner Seitenweg, den du hast eingeschlagen hast. Aber ich nehme eine Kurve gerade wieder zurück und Ja, mach das. rede noch gerade ein bisschen über das, Du hast ein bisschen sliden, wie bei Mario Kart. So, gell? genau, jetzt leitet es wieder zurück ins Thema rein und möchte eigentlich auch noch schnell anmerken, dass es natürlich wie auch sonst in solchen Games, also Kampfgames, ohne Möglichkeit gibt, zu skillen. Also es wird Skilltrees geben. Man kann sogar Waffen verwenden, 2, 3. Es wird aber werden nicht so herkömmliche Waffen sein. Also ein Bogen wird es geben, aber dafür auch irgendwie ein Amulett, das man dann aktivieren kann, wo Geister auch so vertreiben. Und das Ganze ist gekoppelt bei PS5 mit dem haptischen Feedback von den Controller. Also die werden bei den Angriffen eingebunden. Das heisst, man spürt das dann richtig. Oh, Und ich wenn man halt hasse alles mit das. den Hängen macht, weißt, wenn man alles mit den Hängen macht, soll man nachher so wie können spüren, wenn man die Energie kanalisiert. Oh, wow, okay, I see. Ja. Okay, so man kann es vielleicht noch cool sein, wo ich, ich habe ein anderseitiges Erlebnis gehabt letztens. Und zwar, ich habe Mit vibrierenden Donnerstag- Controller, Steffi. Ja, Okay. ich habe letzten Donnerstag ein neues Game streamen und es hat am Anfang ein ganz kleines, herziges Indie-Game, weißt? Also es ist eigentlich eher recht traurig. The Last Campfire heisst es. Und es geht wirklich so ein bisschen auch darum, dass man wie so muss Artgenossen erlösen, sage ich jetzt einmal. Und Oh. ja, und in der ersten Cutscene, also wirklich so die Einführung in das Spiel, war eine Cutscene gewesen, wie ja oftmals in einem Game. Und dann hat es während der Cutscene hat plötzlich mein Controller so dermassen vibrieren, ich bin richtig erschrocken. Und so richtig unnötig gewesen, meiner Meinung nach. Und es hat mich hässlich gemacht. Oh Aber nein! ja, ich habe einfach, ich weiss nicht, ich habe das einfach nicht gern. Ich schalte das Feature, wenn möglich, eigentlich auch immer aus. Ich finde das so unnötig, wenn der Controller vibriert. I don't know. Ja, okay, ich verstehe dich. Jetzt in dem, aber ist das live gewesen? Bist du denn live gewesen? Ja, natürlich. Du kannst dir Nice, hat's das ist jemand natürlich, geklippt? ja, natürlich Hat's ist es jemand geklippt worden. Natürlich ist es geklippt worden. Ich kann mir das sicher dann noch anschauen. Ja. Sehr gut. Nein, ich verstehe dich natürlich. Ich bin auch nicht so überzeugt gewesen von dem Feature, dann, wo es ist rausgekommen, wo ich habe so ein bisschen ausprobiert und so. Und mir ist es noch irgendwie zu wenig Impact, was es hat auf das wirkliche Game, für das man es so gross hat angekündigt und haptisch und dies, das und tralala. Und im Endeffekt,
ja, also es holt mich nicht holt mich nicht aus den Socken, aber je nachdem, wir werden es sehen, wenn Ghostwire Tokyo das richtig cool umsetzt und man das dann richtig so wie kann spüren, dass man eben die Energien bündelt, dann wird das auf jeden Fall sehr cool. Abschließend kann ich sicher sagen, Ghostwire Tokyo trifft der Zahn vor Zeit mit dem Game, weil die ganze Modegeschichte, die im Moment am Laufen ist, mit den Popkulturen, wo in die Richtung mit Japan vermischt mit dem Cyberpunkigen und gleich auch noch der Mythologie reingehen. Das ist wirklich etwas, was im Moment sehr, sehr in ist, eben auch in der Modewelt und auch bei den Jungen wird Japan wieder viel mehr gefeiert. Also das heisst, wieder Und seien wir viel ehrlich, mehr ist schon immer so ja, gewesen. Ist schon immer so gewesen. Wir sind alles Pokémon-King. Aber im Endeffekt... Also, aber du meinst halt jetzt, abgesehen von Pokémon, so wirklich, also das, was wirklich extrem in Westen übergeschwappt ist, halt Genau. die Kultur an sich, die japanische Kultur an sich, wo ja, das stimmt, gäng wie mehr zugenommen hat, das Interesse, das stimmt. Genau. Und also von dem her, ich freue mich sehr auf das Spiel und das wird auf jeden Fall sehr mystisch und sehr fantastisch. Du spielst es wahrscheinlich, einfach so ist es, hä? Ich werde es auf jeden Fall spielen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich dann habe fürs Spielen, weil es kommt noch ein anderes Spiel raus, das ich auf jeden Fall auch möchte spielen, weil die 2 Teile vorher auch schon gespielt hast, Steffi. Du weißt, von was ich rede. Aber ich wollte sagen, warte schnell, wann kommt Ghostwire Tokyo raus? Demnächst. Also das kommt demnächst raus. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe nicht gerade geschaut, wann es rauskommt. Aber ich habe gemeint, es kommt... schauen wir jetzt schnell. Da haben sie ja gut, da steht 25. März 2022. Ja. Also es geht noch. Du hast einen Monat Zeit zum, ja, ich weiss genau, welches Game das du meinst, Elden Ring spielen, bevor das Ghostwire Tokyo rauskommt. Absolut. Genau. Ah ja, was ja auch noch rauskommt. Genau, das habe ich eigentlich gemeint, aber Elden Ring ist... shit, es kommen einfach viel zu grosse, gute Spiele raus in den nächsten paar Wochen. Es ist extrem. Und ja, ich glaube, das ist etwas, was uns alle irgendwie auf eine geisse Art miteinander verbindet, wo ich kenne so unglaublich viele Leute, die so hyped auf das Spiel sind. Aber nicht ohne Grund, weil es ist auch ein fantastisches Franchise. Es ist super und es ist... Und ja, das, obwohl es kriegerisch ist eigentlich. Und ich bin ja eigentlich überhaupt nicht Fan von Krieg-Inszenierungen. Aber es ist halt Fantasy. Und wir reden für all die es bis jetzt noch nicht geschnallt haben, wir reden natürlich von Total War Warhammer 3. Babam! Babam! Genau. Das riesen Franchise, das jetzt mit noch mehr Völkern und noch grösseren Maps auf uns wartet. Und scheinbar, was ich gehört habe, korrigiere mich Steffi, aber weiss ja die 2 ersten Teile in einer riesen Kampagne integrieren. Ja, das war ja beim 2. Teil auch schon so gewesen. Du hast ja die erste, also von Total War Warhammer 1, hast ja Kampagnenkarte gehabt. Und als das 2 ist rausgekommen, ist es eigentlich mehr eine Erweiterung von Warhammer 1. Also, ja, auch der 3. Teil soll natürlich eine Erweiterung sein vom 1 und dem 2. Also, die Karte verschmilzt dann zu einem riesigen, zu einer riesigen Welt. Und das ist natürlich hure geil. Und was natürlich noch geiler ist, dass jetzt der Multiplayer ausgeweitet worden ist. Hey, jetzt können bis zu 8 Leute miteinander und gegeneinander spielen. Krass. Das ist richtig geil. krass. Und vor allem simultan. Das ist vor allem geil. Du musst nicht warten, bis jeder seinen Zug gemacht hat, sondern es ist wirklich simultan. Also ein bisschen so wie bei Civilization 6. Das ist ja mittlerweile auch so, dass nicht mehr jeder nacheinander seine Züge muss machen muss, sondern auch dort ist es simultan seit dem 6. Und jetzt ist es bei Total War Warhammer 3 auch so, dass du miteinander simultan kannst auf dieser Karte spielen. Das ist mega nice. Das ist wirklich mega nice und das ist absolut, es sieht absolut Hammer aus. Wieder, und ich habe mich, also weißt, ich muss so ganz ehrlich sagen, ich habe mich von jedem von diesen Games besitzen. Seit es 1 ist rausgekommen, habe ich mich einlullen vom ersten Moment. Ja, habe ich immer gesagt, okay, das muss auf meine Wunschliste, okay, scheiße, es ist
es ist verdammt teuer, aber ich muss mir es kaufen. Es muss rein. Ja, aber Und das Ausmaß, wie viele Stunden du in das Spiel kannst investieren, dass die, also es kostet 60 Franken, glaube ich, wirklich der Wert. Also da hast du auch schon öfters mal dümmer ausgegeben als für Total War. Definitiv. Oh. Und jetzt muss man einfach noch 7 Freunde finden, die da mitspielen. Ich glaube, das ist so gut. Ich meine, man kann es bis zu 8 spielen, entweder mit oder gegeneinander. Man kann natürlich auch nur das Zweite. Das Zweite hat man schon immer können. Also er muss im zweiten Teil. Beim 1 weiss ich es gar nicht, aber das Zweite hat können spielen schon. Aber jetzt, ja, ob man 3 ist oder 4, kann man einfach sich da in das Getümmel stürzen und einander gegenseitig aushelfen. Und das ist richtig cool. Ja, ich freue mich. So. Wird sehr, sehr cool. Und eben, wie gesagt, das mit 7 Mitspielern finden, das ist heutzutage eigentlich gar nicht mehr so schwierig. Viele Leute wissen es gar nicht, aber es gibt ja genug Möglichkeiten. Es gibt Foren, es gibt Discord-Server, es gibt diverse Möglichkeiten, wo man sich Leute holen kann, die das gleiche Game auch spielen. Das stimmt natürlich. Da muss man einfach ein bisschen mutig sein und halt die Game-Community auch in die Game-Community einfach mal reindroppen. Und dort sind im Fall alle extrem lieb und extrem sozial. Und, es sind Gamer. Gamer sind prinzipiell, ich sage jetzt mal zu 99% sehr sozial und lieb. Im Gegensatz zu all diesen Klischees, die halt nach wie vor irgendwie unser gesellschaftliches Denken regieren. Das ist ganz traurig. Genau. Aber da schweifen wir auch wieder zu fest ab in eine Richtung, wo wir nicht... Ja, das auch gerne, okay. Nein, alles gut. Ich meine, es ist ja schön. Aber wir wären dann an einer philosophischen Grundsatzdiskussion dran, die safe länger als eine Stunde geht. Ja, nein, da wollen wir nicht her. Ich glaube, wir denken da alle gleich. Von dem her, Thema beendet. Genau. Ja, dann würden wir direkt schon ins Crit reingehen, oder Steffi? Es geht. Ich weiss aber nicht, ob es wirklich ein Crit-Thema ist. Es ist so ein Zwischending in meinen Augen. Also, ja. Und zwar, es ist ja nicht mal wirklich ein Gaming-Thema, wenn wir ehrlich sind. Aber es ist ja ein nerdiges Thema. Darum haben wir gefunden, wir nehmen es jetzt gleich mal mit in den Podcast mit rein. Und zwar geht es um einen neuen Official Teaser von The Rings of Power. Der ist nämlich genau heute am Montag, also am Valentinstag, erschienen. Amazon hat den, glaube ich, veröffentlicht, bin mir gar nicht so sicher. Also auf IGN, auf YouTube ist er auf jeden Fall veröffentlicht worden. Ich habe mal kurz reingeschaut. The Rings of Power ist ja eine Serie, die auf The Lord of the Rings basiert. Aber halt also wirklich viele Jahre vor den Ereignissen in der Herr der Ringe oder auch nur bei der Hobbit spielt. Also sehr viel vorher. Klar, gewisse Figuren, gerade Elben. Elfen. Bei Lord of the Rings heißt sie aber Elben, genau. Genau. Klar, die leben natürlich ewig. Die sind natürlich dort auch schon dabei, sage jetzt mal. Die Schauspieler haben natürlich müssen wechseln, weil die natürlich mittlerweile ein bisschen älter aussehen. Und darum nicht mehr so ganz ins Bild hineinpassen. Aber ich weiß nicht, ich habe mir den Trailer mal angeschaut. Ich bin ein bisschen skeptisch. Ja. Es sieht alles so ein bisschen auf Hochglanz poliert, ein bisschen gesucht aus irgendwie. Sogar die Orks sehen viel zu schön aus. Weißt du, was ich meine? Also, es ist so... Schöne Orks? Das ja, gibt's doch nicht. Nein, weißt du, sie sehen aus wie gefotoshoppt, Mann. Alles sieht aus wie gefotoshoppt. Also wenn ich mir den Trailer anschaue, finde ich einfach, es hat gerade so gut im CGI können gemacht werden. Ja. Aber es ist ja gefilmt. Ist es Nein, nicht? Es ist gefilmt. Ja, es ist ein Film, es sieht aus wie ein Game. Es könnte genau so CGI-mäßig gemacht worden sein. Also entweder haben sie einen Beauty-Filter draufgelegt oder sie... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht für TikTok kompatibel zu machen. Vielleicht, ja. Aber es ist wirklich... I don't know, es ist so... Warum sieht alles so schön aus, Mann? Warum? Ja, ich weiß nicht, also ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich habe zuerst gemeint, wo du mir den Trailer geschickt hast und irgendwie geschaut habe, habe ich zuerst gedacht, das ist ein Game. Bis ich nicht gemerkt habe. Ja, bis ich nicht gemerkt habe. Ja. Also es soll ja eine Serie werden, die ja jetzt im September, ich glaube am 2. September, rauskommt. Und ist ja schon vor längerer Zeit angekündigt worden. Und ja, eigentlich mega cool, weißt du, also ja, ich sage jetzt mal, dass Herr der Ringe noch ein bisschen mehr ausgeschlachtet wird. Ich meine, wahnsinnig viel haben wir ja noch nicht mitbekommen aus diesem Universum eigentlich, oder? Vor allem nicht in Form von Film. Ja,
Genau. Aber ich hoffe wirklich, dass sie nicht da sich ein bisschen übernommen haben. Weil, ich meine, wenn wir Amazon anschauen, wo ja involviert ist und wo ja auch New World gemacht hat, dort haben sie sich ja auch übernommen. Von dem her, ja. Mal abwarten. Amazon, ja. Mal abwarten. Ja. Hoffen wir, dass es besser kommt als New World. Was auf jeden Fall besser ist als New World, ist Lost Ark. Und es ist ein Free-to-Play. Das hat man gemerkt. Letzten Freitag sind nämlich die Surfer aufgegangen für alle. Wir sind, glaube ich, alle... ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich bin auf jeden Fall... Ich habe es gar nicht erst probiert, mich einzuloggen. Ich hatte andere Pläne gehabt, wo ich genau gewusst, an einem Release-Date, an einem Launch-Day von einem MMORPG, vor allem wenn es Free-to-Play ist, musst du gar nicht erst probieren, reinzukommen. Ja, da hast du natürlich den guten Riecher gehabt. Hast du es probiert? Nico, nein, wirklich. Sag mir nicht, aber du hast es probiert. Hey, hallo. Hallo. Ich bin reingekommen. Okay, also immerhin. nicht am Release-Day, aber ich glaube, 1 oder 2 Tage später. Aber auch dann... Ja, nein, ich bin immerhin reingekommen. Ja, aber immerhin am Release-Day. Ich glaube, wenn du 12 Stunden hast warten, bist du nicht reingekommen. Das stimmt. Ja, man ist wirklich nicht reingekommen. Und es gibt auch schon ganz viele Memes. Ganz viele Memes gibt es schon, die recht lustig sind, wo man wirklich so sieht, ich glaube, das habe ich sogar auf deinem Twitter-Account gesehen, Steffi. Hast du das, oder wer hat das gepostet? So ein schönes Bild von einem Dude, der grennend im Bett liegt und währenddem hinter der Hecke bei seinem Haus alle Party feiern. Und nachher steht, über der Party steht so Lost Ark und bei ihm steht so Server Queue irgendwie Platz 5200 oder so. Ja, 5200 ist ja noch wenig. Hey, schon allein, als ich wann ist das gewesen? Am Mittwoch. Genau, am Mittwoch. Also ich habe mir ja ein Bundle gekauft, ich ja schon vorher rein können. Aber als ich am Mittwoch am 6 Uhr am Nachmittag, also am frühen Abend, gefunden habe, so, ich logge mich jetzt mal ein. Dann, ich rechne mit einer halbstündigen Warteschlange. Ich gehe jetzt in der Zwischenzeit kochen und dann esse ich und spiele zu Lost Ark. Ich habe 3 Stunden gewartet. Ja. 3 Stunden. Ich bin irgendwie auf Platz 15'000 habe ich gestartet auf dem Server. Also am 9 Uhr bin ich dann mal reingekommen. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie das war am Freitagabend. Scheiße. Beziehungsweise dann am Samstag oder am Sonntag, halt, wo am Wochenende, wo dann alle Zeit hatten, weisst. Also, nein, vergiss es. An einem Launch-Day musst du es gar nicht erst probieren. Genau darum hatte ich andere Pläne gehabt. Ich habe es gar nicht erst probiert. Aber ich meine, es ist halt wieder mal das gleiche Thema wie immer. Hey, es ist ein MMORPG. Was habt ihr erwartet? Warum habt ihr so wenig Server zur Verfügung gestellt? Warum sind die Server so klein, Mann? Wirklich? Habe ich mir die ganze Zeit gefragt. Ich bin wirklich... noch schnell eine Anekdote von gestern. Gestern haben wir auch schnell rein droppen, weil wir sind natürlich wie immer so ein bisschen Nachzügler und meine Kollegen. Und nachher haben wir gedacht, hey, jetzt probieren wir Lost Ark aus. Dann sind wir gestern rein in das Game. Bei uns, bei mir und beim Kollegen, der schon einen Charakter haben, ist gestanden, hey, die Server sind überfüllt. Kommt doch näher wieder oder irgendwie sogar. Wir sind ausgelastet und nachher hast du OK drücken und dann ist das Spiel zugegangen. Nein, also, so, was? Nichts anderes können machen. Das Spiel ist zugegangen, also literally zugegangen. Und der Kollege ist reingekommen und ist aber irgendwie auf Warteschlangenposition 9000 irgendetwas gewesen. Kurz, das geht ja noch. Ja, weißt du, ich sage genau. jetzt, es geht ja noch, aber 9000, musst du das mal überlegen. Es warten 9000 Leute vor dir, dass sie in das Game reinkommen. Und wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass 9000 Leute in der nächsten Stunde, sag ich jetzt mal, aus dem Game rausgehen? Ja, fucking nicht. Und vor allem musst du dir überlegen, dass weißt du, der ist dann optimistisch gewesen, der hat gefunden, nice, 50 weniger. 100 weniger. Super. Und wir so, weißt du, schon so 20 Minuten am Warten, so, ja, aber das machen wir jetzt im Fall nicht den ganzen Abend. Und dann sind wir einfach in den Apex.
Also, Ja, fair. weißt Ja, absolut. Ja, eben, irgendeine Alternative musst du haben, wenn du an einem Launch-Day, oder ich sage jetzt mal in diesem Fall in der Launch-Woche, unbedingt das Spiel spielen. Entweder musst du am Mittag umeinander anfangen, also jetzt, wenn ich am Mittag rein bin, also kurz vor der 12 habe ich das Spiel schon gestartet, einfach um eben Warteschlangen zu vermeiden, aber ich bin instant reingekommen. Von dem her, am Mittag umeinander habe ich gehört, es sei ein guter Zeitpunkt, aber das war noch vor Free-to-Play gewesen. Von dem her ja, weiss ich natürlich nicht, wie es jetzt so aussieht. vor allem ist das am Mittag, also ist Mittag am Wochenende gewesen oder unter der Woche? Unter der Woche, natürlich, weil Ja, aber, natürlich 90% der Leute am Arbeiten sind, wo die wenigsten sich wahrscheinlich haben, freigenommen extra für das, ja. ja, genau, eben, wie gesagt, wenn man von langen Warteschlangen redet, dann wissen die Leute meistens schon, dass es um Lost Ark geht. Nichts Genau. anderes ist im Moment aktueller. Und, Ey, es ist das Thema. Und ich meine, sind wir ehrlich, es ist auch gerechtfertigt, wo Lost Ark hat das Zeitchen, was ist es, 1 Million gleichzeitige Spieler gehabt. Also es ist auf Steam wirklich raketenartig auf den ersten Platz von der aktiven gleichzeitigen User gesprungen. Also wirklich Wahnsinn. Es hat alles überholt. aber wir würden, glaube ich, beide unterschreiben, dass das berechtigt ist, weil Ja, natürlich. Es ist schon richtig gut. Also ja, es ist sehr wirklich viel richtig gut. Spass. Ja. Also du hast ja, wie ich wahrscheinlich recht prophezeit habe, einen Martial Artist gewählt. Was ist es? Ein Scrapper? Striker. Striker. Stimmt, Striker. Genau. Ich habe gehört, das ist eher ein squishy Charakter, also eine squishy Klasse. Ich nehme an, du hast schon ein paar Stunden können spielen, trotz der Warterei. Oder Ja. bist nicht reingekommen? Hast nicht können anspielen? Ich habe ihn angespielt. Okay. Und ja, ich bin noch nicht Immerhin. weit, überhaupt nicht. Ich bin noch in der ersten, wirklich gerade ganz am Anfang, aber ich musste schon ein bisschen kloppen, ich konnte schon ein bisschen schauen, wie es funktioniert, ich konnte schon ein bisschen skillen, ich habe schon meine Klasse, also die Spezialfähigkeit da freigeschaltet. Das macht man doch von Anfang an nicht. Nein, ein paar Klassen eben nicht. Also meine hat sie nicht gehabt. Und bei mir ist es so, dass meine Spezialfähigkeit ist immer gebunden auf einen Angriff. Und dann verbrauche ich die, wenn ich diesen Angriff brauche. Und ja, es ist kompliziert, wir gehen jetzt da nicht tiefer rein. Aber es ist eine coole Klasse und es macht sehr Spass zu spielen. Du hast recht, sie ist ein bisschen squishy, aber man muss halt einfach schnell im Ausweichen. Ja. Und wenn du genug schnell bist im Ausweichen, dann hast du eigentlich kein Problem damit. Und, Du, das Ausweichen musst du wirklich noch schnell. Wo die, also ich bin auch schon ein bisschen weiter als du. Ich bin auf Level 22 und habe schon ein paar Dungeons und so weiter gemacht und auch einen Weltboss. Und die Attacken von denen, die sind so extrem schnell. Das ist Wahnsinn. Also die Ausweichen musst du wirklich, da musst du extrem gut auf den Boden schauen. Es zeigt sich ja auch schön an, die Attacken, Gott sei Dank. Anders als wie zum Beispiel bei WoW. Dort hat es auch oben angezeigt, aber nicht so schön. Es zeigt wirklich mit den Farben wirklich genau an, wo die Attacke wird landen. Und da kannst du eigentlich recht gut ausweichen. Aber die Reaktion musst du natürlich trotzdem haben. Ja. Natürlich. Auf jeden Fall. Und ich habe auch, was ich auch festgestellt habe, aber das ist einfach me dropping into a MMORPG again nach Jahren. Und zwar einfach feststellen, dass du überwältigt wirst mit Sachen, die du bekommst. Kannst freischalten, Quests, Anpassungen, Geschenke, hier noch eine Belohnung, dort noch ein Ding, hier gibt es noch etwas. Das ist wenn du mich fragst, auch eher asiatisch. Also, dass du eben so viel Belohnung bekommst, das ist sehr asiatisch. In den westlichen MMORPGs hast du ja das weniger, in diesem Ausmaß. Also du hast es auch natürlich, aber viel weniger. Du musst viel mehr auf Sachen herschaffen. Ich habe jetzt eben zum Beispiel halt wirklich den Vergleich WoW und Lost Ark, das ist ja, glaube ich, wahrscheinlich der klassischste Vergleich, wenn man so schauen will. Und es unterscheidet sich natürlich nicht nur noch von der ISO-Perspektive, sondern halt eben auch, dass du eben wahnsinnig schnell levelst, wahnsinnig schnell Belohnungen bekommst. Die Quests sind unglaublich schnell durch. Also du rushst regelrecht durch die Welt durch. Wobei du bei WoW halt wirklich noch hast müssen krampfen, schon fast. Also bis gewisse, also wenn du Quests bekommst, zum Beispiel jetzt, sammle 5 von dem Feld zum Beispiel oder keine Ahnung was, irgendwelche Tiger klauen oder so. Und da hast du wirklich zum Teil 30 von diesen Viechern müssen legen,
bis du die 5 Klauen zusammengramusiert hast. Und bei Lost Ark killst du einen und du hast alle 5. Oder? Und die Quest ist vorbei. Also es geht zum Teil 2 Minuten und dann bist du schon fertig mit der Quest. Und bei WoW hast du natürlich da zum Teil so 10, 15 Minuten lang vor allem entweder müssen warten, bis die Viecher respawnen sind oder ein neues Gebiet suchen, wo sie auch sind. Oder? Und es ist wirklich... Also es ist extrem schnell. Also du rushst wirklich schon fast durch das Lost Ark durch. Ich bin hier schon auf Level 22. Level Cap ist glaube ich 60. Was eigentlich ja 50 ist. Einmal 10 weniger, wo man startet ja schon bei Level 10, was ich ja auch unglaublich komisch finde. Stimmt, das stimmt, ja, das ist recht. Das habe ich auch gehört. Also das ist das, was ich auch von vielen gehört habe. Man sieht sehr, sehr schnell, man rusht sehr schnell durch. Und trotzdem ist es lustig, dass ich... Oder nein, und darum ist es so ein kleiner Wettstreit, habe ich das Gefühl. Weil zum Beispiel am Tag vom Release hat mir ein Kollege von mir erzählt, dass sie wollen so schnell durchspielen oder so schnell zu dem Punkt spielen, bis du kannst eine Gilde gründen. Genau. Und nachher haben sie den Gildennamen Flawless nehmen. Also FLO oder FLAW? FLAW, ja. Ach schade, ich dachte, vielleicht heisst es jemand Flo, der die Gilde so nennen, aber okay. Wäre auch lustig ja, gewesen, ja. Aber weißt du, eben Flawless, oder? Und die haben einfach wirklich am ersten Tag sie so schnell wie möglich in einen durchgerusht, was sie es gemacht haben, die Gilde, Name ist vergeben. Ja, logisch. Gell? Ich meine, es gibt ja, also es ist ja eher ein grosses Problem, dass auch Charakternamen sind ja vielfach schon weg von Leuten, die sich noch früher einloggen können oder die mit einer VPN über Korea oder so gespielt haben. Die haben natürlich die beliebten grossen auch Streamer und YouTuber-Namen oder so gängige Namen alle schon reserviert. Und das Problem bei Lost Ark ist, beziehungsweise Publisher ist ja Amazon hier im Westen, das Problem ist, dass das System nicht zulässt, dass wenn der Charakter gelöscht wird, dass der Name wieder frei wird. Das heisst, der Name ist gesperrt forever, sozusagen, oder? Das heisst, so eben grosse Streamer und YouTuber, eben auch, ich glaube, wenn ich es richtig gehört habe, der Asmongold zum Beispiel, der hat seinen Namen nicht bekommen. Der ist natürlich schon weg gewesen, gell? Das ist natürlich wahnsinnig ärgerlich, aber ich verstehe es vor allem auch nicht. Es kann doch nicht so schwierig sein, die Namen wieder freizugeben. Also, sorry, aber finde ich ein bisschen knausrig. Wie es nicht so schwierig kann sein, ein paar Server mehr zur Verfügung zu stellen. Aber ja, eben wie gesagt. Das ist sowieso nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ja, da regen wir uns auf. Ja, ja, und ich meine, sind wir ehrlich, es ist ein Free-to-Play. Das war anders erwartet gewesen. Also jeder, der ein bisschen Ahnung hat von Free-to-Plays und von MMORPGs, hat damit gerechnet. Und von dem her, ja, man hat damit gerechnet. Halb so tragisch. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt so, es ist ein Spiel, das du halt immer mal wieder wirst spielen. Klar weiss ich es natürlich in den ersten paar Tagen alle auf einmal spielen. Aber ich meine eben, Free-to-Play, come on. Es ist auf jeden Fall ein Thema, das uns einerseits hypt, aber andererseits auch sehr nervt und hässig macht. Und das ist das nächste Thema übrigens auch. Ein Thema, das im Moment sehr gehypt wird, aber uns vor allem auch ein bisschen hässig macht. Come on, es sind einfach Buzzwords. Wir reden von NFTs und neu auch ein bisschen vom Metaverse, aber jetzt in erster Linie, wir haben in der letzten Episode schon angekündigt, dass wir die Episode ein bisschen mehr über NFTs reden wollen. Ihr habt da auch ein bisschen mitdiskutiert in unserem Discord. Wir haben euch gefragt, was ihr von NFTs haltet. Ich glaube, wir sind uns alle ein bisschen einig. NFTs sind vor allem im Moment für noch nicht wirklich viel. Also, jemand hat es schon mit Luftverkaufen verglichen. Jemand hat gesagt, es ist einfach mal wieder typisch, es sei die künstliche Limitierung von etwas, was eigentlich unendlich verfügbar wäre. Und vor allem, ich bin auch der Meinung, es ist einfach noch nicht so einsetzbar, wie es eigentlich einsetzbar sollte sein. Mhm. Also NFTs ist in meinen Augen genau wie Metaverse im Moment etwas, wo die Leute einfach, viele Leute einfach das Gefühl haben, wenn sie jetzt nicht investieren und jetzt mitmachen, dann verpassen sie näher das grosse Geld.
so wie es beim Bitcoin war. Beim Bitcoin waren viele Leute skeptisch, haben gefunden, das ist etwas Neues, so wie das E-Mail früher, da waren die Leute auch skeptisch, auch gefunden, es hat nicht lange das E-Mail, das sagen wir gleich schnell wieder zum Briefpost zurück. Das E-Mail ist auch durchgekommen. Bei Bitcoin genau dasselbe, das ist auch durchgekommen. Wer hätte es gedacht? Und auch da, die Leute sehen jetzt, was sie für Geld hätten machen können in diesen paar Jahren, seit der Bitcoin gibt. Wenn sie früher, also wo der Bitcoin ist eingeführt wurde, wenn sie da 10 Franken investiert hätten, nur 10 Franken, und ich meine, 10 Franken gehst so schnell aus für irgendwelchen Scheiß. Wenn du das investiert hättest in Bitcoin, du wärst heute rich. Ja. Und die meisten haben einfach genau das. Und das ist das klassische FOMO, also das Fear of Missing Out. Und alle die im Moment sagen, ja, NFTs sind der nächste geile Scheiß und so, das sind einfach die sich von dem Bitcoin-Phänomen blenden, meiner Meinung nach. Wo die NFTs sind noch nie. Das ist Bullshit. Ich meine, ich sehe, was man irgendwann in ferner Zukunft, wenn wir Technologie dann mal haben, entwickelt in ungefähr 100 Jahren oder so gefühlt, was man damit anstellen kann. Oder ich meine, du kannst ja jetzt, ich meine, es sind ja schon viele Game-Entwickler und Publisher auf irgendeine Geisenart interessiert und involviert in Bitcoins. Ubisoft zum Beispiel findet NFTs super. Die haben auch schon ein eigenes NFT-Portal eröffnet. Und irgendwie dort ist schon ein halber Skandal ausgebrochen, frage mich nicht. Es ist Ubisoft, Steffi. Was habe ich gesagt? Nein, du hast richtig gesagt. Weil es Ubisoft ist, okay, ja. Fair. Genau. Fair. Absolut ist so klar gewesen, dass die mitmachen, weißt du, wie ich meine? Ja, okay, fair. EA hat mich zwar noch weniger gewundert, aber I know what you mean. Ja. Auf jeden Fall, auch Team 17, das Indie-Entwickler-Studio, sind irgendwie fast gezwungen worden, zum NFTs in ihr Spiel zu programmieren und haben sich dann von ihrem Publisher getrennt oder irgendwie so etwas, irgendwie ist das gegangen, wo sie absolut nichts mit NFTs zu tun haben. Und jetzt hat sogar Nintendo irgendwie angekündigt oder auch zu verstehen gegeben, dass sie eigentlich noch interessiert wären an diesen NFTs und an diesem Metaverse. Sie hat zwar noch nicht genau gesagt, wie das so aussehen oder wie das so umgesetzt wird, aber sie finden es per se mal spannend. Und ich meine, ja, sind wir ehrlich, spannend ist es sicher, aber die Technologie ist einfach noch nicht vorhanden und das Potenzial ist einfach noch bei 0,01%, wo wir im Moment haben. Aufgrund von der beschränkten technologischen Möglichkeiten, wo wir einfach noch nicht so weit sind. Ich meine, ganz ehrlich, NFTs, musst du dir mal vorstellen, du kannst in-game ein Skin kaufen. Oder du kannst allgemein ein Skin kaufen für deinen Charakter. Ja, aber das soll das Skin ja transportabel sein auf alle Games. Das wäre ein NFT. Weißt du? Dass es übergreifend ist auf verschiedene Games und nicht in einem einzigen Game. Nein, es ist ein fucking NFT. Du solltest es überall einsetzen und benutzen können. Und nicht nur in einem einzigen Game. Sondern das würde, dumm gesagt, bedeuten, dass die Skin, die du dir gekauft hast, auf irgendeiner Plattform von irgendeinem Macher, der hoffentlich nicht geklaut ist, und das ist ja auch ein anderes Problem, dass 80% von der Kunst, die auf diesen NFT-Plattformen angeboten wurde, geklaut ist. Aber die Theorie wäre ja eigentlich, dass du dir einen Skin kaufst, jetzt losgelöst von einem Game, und dass du den Skin dann zum Beispiel eben in einem CSGO kannst einsetzen, in einem League of Legends kannst einsetzen, in einem Lost Ark kannst einsetzen und schieß mich tot, vielleicht auch noch in einem Singleplayer kannst einsetzen. Das heisst, dass deine Figuren, die du spielst, dann den Skin anhaben. Und sorry, aber das sind wir weit davon entfernt, dass so etwas nur annähernd umsetzbar ist. Ja, aber ich meine, ja, die mitmachen wollen, ja, kauft heisse Luft, feel free, let's go. Ich halte euch nicht auf. Also ihr seht schon, Steffi kann sich da auf jeden Fall in Rage reden. Ist ein Thema, das auch bei ihr im Stream immer wieder thematisiert ist worden. Ja. Kann ich also sagen, dass es die Leute dort auch hässig macht. Ich für meinen Teil muss sagen, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ja. Ich habe jetzt nicht
grosses Interesse daran, mich dort zu beteiligen oder mich dort fester reinzufuchsen in das Thema. Mich hat aber auch schon die Bitcoin-Sache nicht allzu extrem interessiert. Ich habe einfach dort auch die Energie und Zeit nicht mit reinzulegen. Und bei mir ist einfach auch so ein bisschen meine Devise ist so ein bisschen, viel Geld verdienen ist jetzt nicht eines von meinen grössten Lebenszielen. Oder ja, es ist für es mich gibt nicht halt so viel. interessant. Ich meine, sind Ja, wir ja. ehrlich, ohne grossen Aufwand schnell Geld machen, ist natürlich schon nice, oder? Ja, Es aber klingt aber immer so einfach, wenn man diesen Leuten zulässt. Aber genau. ganz ehrlich, es ist schon extrem viel Risiko dabei. Aber ja. Genau. Und ich sage immer, wenn du das Gefühl hast, dass du nachher, wenn du das viele Geld hast, glücklicher wirst, dann muss ich dich enttäuschen. Meistens ist es nicht so. Aber es ist auch wieder ein philosophischer Ansatz, den wir jetzt nicht werden diskutieren. Nein, also sondern falls ihr noch mitdiskutieren dann dürft ihr das gerne in unserem Discord machen. Wir haben dort eine Channel-Diskussionen. Dort könnt ihr gerne euren Senf dazugeben. Von dem her, feel free. Genau. Unbedingt mit diskutieren. Und dann wären wir eigentlich, dann gehen wir echt von Daten, die einen Wert bekommen, zu Daten, die nicht mehr sicher sind. Und zwar vor allem die kommen wertvolle Daten, die plötzlich nicht mehr sicher sind. Genau. Sehr schön. Genau, wertvolle Daten, die plötzlich nicht mehr sicher sind. Und zwar ist es so, für die es noch nicht gehört haben, es ist jetzt doch schon ein bisschen länger bekannt, aber es ist gleich ein Thema, das ich noch schnell ansprechen wollte. Und zwar ist es so, dass im Dark Souls 3 hat es im Online wie sagt man das, im Online-Raum, genau, im Modus von Dark Souls 3 hat es auf einmal einen Exploit gegeben, also sozusagen ein Leck gegeben, wo Hacker haben die Möglichkeit hatten, remote bei Leuten, die online sind, auf einen PC zu gehen, und zwar durch so einen genannten RCE-Exploit, durch so einen genannten Remote Code Execution Exploit. Und das heisst, Hacker können dann willkürlich Codes auf deiner Maschine laufen. Und das heisst natürlich, bei denen ist dann alles möglich. Die können dort Logins stehlen, die können Malware installieren, die können ja einfach trollen. Das ist unglaublich eine gefährliche Sache. Und Das mit dem Trollen ist ja sogar auch passiert, tatsächlich, bei einem Streamer in Amerika. Genau, ich habe den Stream gesehen, kurz reingeschaut, und es hat wirklich, zum Glück ist es so, dass es sehr beschränkt ist, im Moment noch auf wer weiss, wie man den RCE kann ausnutzen kann. Und zwar ist es jemand, wo so viel ich mitbekommen habe, einmal hat für die gearbeitet, die eben das Antivirus-System gemacht haben für das Dark Souls und das Elden Ring. Also, was auf jeden Fall wichtig ist, hier mitzugeben, ist, dass es eben aktuell nicht sein kann, das Thema, weil Elden Ring kommt jetzt raus. Wir alle möchten es spielen. Es ist von den gleichen Macher, mit dem gleichen System. Mit dem gleichen Antivirus-System. Ja. Und dann hat man natürlich schon ein bisschen Angst. Konsolenspieler können hier beruhigt sein. Bis jetzt ist es noch nicht möglich gewesen, auf Konsolen das Datenleck zu nutzen. Aber an PC-Spieler gebe ich hier sicher auch schon mal noch eine Warnung ab, falls ihr es noch nicht wisst. Informiert euch, googelt am besten mal Dark Souls oder Elden Ring RCE Exploit. Dann habt ihr eine ganze Liste von Sachen, die ihr machen könnt, um euch zu schützen. Ja, sicher das Einfachste, um sich zu schützen, ist sicher mal spielen, also aktiviert nicht den Online-Modus, sondern spielt offline, halt im Singleplayer, ja. Genau. Aber das wäre eben, ich meine, das ist dann auch schwierig, Steffi, weil viele Leute spielen es darum sehr gerne ja, sicher. Ich sage nur, es ist die Games. einfachste Version, die einfachste Variante, die schnellste sicher auch, um sich zu schützen. Oder? Aber ja, genau. Tut euch sicher informieren vorher. Vielleicht ist es bis Ende Februar ja auch schon geschlossen. Die Entwickler haben auch schon ein Statement dazu abgegeben, dass sie dran sind. Von dem her. Sie wissen es und sie haben sich auch bedankt bei denen, die es entdeckt haben. Genau. Und es ist natürlich auch immer sehr traurig, wenn so ein gutes Game durch so etwas schlecht gemacht wird, was hingegen schlecht war von Anfang an, auch immer noch schlecht ist. Ich weiß genau, was der Übergang kommt. ist Battlefield 2042. unser Sorgenkind Nonplusultra.
wo tatsächlich wieder mal es geschafft hat, in unseren Crit rein. Ich glaube, es war jetzt etwa jedes Mal drin gewesen. Ja. Es ist wirklich unser Ultra-Crit. Es ist omnipräsent. Genau. Die Petition, die man dann gestartet hat, vielleicht hat ihr das mitbekommen, die Leute haben eine Petition gestartet. Heute vor 2 Wochen war es, glaube ich, Das kann 2 Wochen sein, alt. Das ist die Petition jetzt erst. Genau, und mittlerweile haben, glaube ich, über 150'000, also auch mittlerweile sind es auch schon fast 200'000 Leute unterschrieben, also mehr als man gebraucht hat, um die zu starten. Und die Leute wollen ihr Geld zurück. Vor allem, ich finde es so crazy, ich habe am Freitag, also vor 4 Tagen, habe ich reingeschaut, das letzte Mal. Beziehungsweise, nein, ich habe dann ein Video geschaut, ich glaube vom Donnerstag. So war es. Mhm. Und dann hat es noch knapp 55'000 Unterschriften gehabt. Wow. Und jetzt ist es schon 150. Also es ist wirklich, es geht extrem ab. Es ist schon fast exponentiell. Je mehr Leute davon wissen und es natürlich ihren Kollegen erzählen, desto mehr unterschreiben natürlich auch. Und ja, ich verstehe das absolut. Ich meine, ein Kollege von uns, du kennst den auch, ich weiß nicht, ob er noch zulässt, der hat damals das grosse Päckchen vorbestellt, hat ich gesagt. Also, ich weiss nicht, es hat sicher so eine Super Golden Edition oder so gegeben, Platinum Edition, keine Ahnung, für irgendwie 120 Stutz. Hat 2-mal kurz reingeschaut. Das Game ist crashed, also er hat, glaube ich, total 26 Minuten gespielt, wenn ich es recht im Kopf habe. Und hat 120 Stutz dafür ausgegeben. Und ja, der will natürlich auch sein Geld zurück. Der ist hässig. Verständlich. Ja, also weißt, ich meine, ich kenne es ja selber, ich bin ja selber hässig. Ich meine, ich habe auch 75 oder 72 Stutz ausgegeben und ich spiele es nicht mehr, also wirklich literally einfach nicht mehr. Und ja, ich meine, mit diesen 72 Stutz kann ich mir wirklich Besseres kaufen. Es kommen genug coole Games raus in der nächsten Zeit, wo ich die gerne investieren würde. Also darum werde ich auch dort auch die Petition unterstützen und finde, EA steht gerade, steht euer Mann, eure Frau und zahlt uns das Zeug zurück, weil ihr wisst ja selber, ihr habt ja zugegeben, dass ihr einen Riesenfehler gemacht habt mit dem Game. Und eben, dass sie diesen Leuten ihr Geld nicht zurückerstatten, aber gleichzeitig ein Free-to-Play daraus machen, das ist ein richtiger Fuck-up, Mann. EA. Es ist EA. Es ist wirklich EA, es ist richtig es ist wie vorher Ubisoft. EA, unglaublich. Nein, es ist schlimmer als Ubisoft, hallo? Ja, es ist noch schlimmer, ja. Aber es ist immer dann, wenn du das Gefühl hast, irgendeine grosse Firma ändert sich wirklich. Nein, vergiss es. Also, meistens nicht. Ausser sie werden aufgekauft oder so. Und dann vielleicht. Vielleicht. Mal schauen. Dann wirst du sie mal schauen. Wenn dann der Coating weg ist, vielleicht. Genau. Ja, sag nicht. Ja, das ist ja. Ich wollte jetzt gar nicht anfangen, aber nur mal schnell so eine kleine Seitenhieb, was dort jetzt auch wieder in der Zwischenzeit, in den letzten 1-2 Wochen, ist rausgekommen. Ey, das ist eine traurige Sache. Schon? Ja, Praktikantin hat... Also ich erzähle es ganz kurz. Kommst du das Thema wirklich? Willst du erzählen? Ja, erzähl es schnell. Also, Nur ganz kurz. Eine Praktikantin hat angegeben, dass sie damals 2011, als sie hat angefangen hat, an ihrem ersten Tag, ist eine Reihe Schottgläser vor ihr gestanden, wo sie hat zusammen mit ihrem Chef saufen musste. So Sachen, weißt du? Ja, so Sachen. Weißt du, ich meine, so als Praktikant, wenn du 18 bist oder so, oder 21, who cares? Einfach, du fährst so bei deiner Lieblingsfirma an, so bei deiner Traumfirma, und dann steht so die Chef der mit Schottgläsern und sagt, hier sauf. Denkst du vielleicht am Anfang noch, voll cool, ich habe voll einen geilen Chef. Ja, aber objektiv betrachtet ist es schwierig. Ja, und vor allem weisst man, also ich meine, also sorry, wenn man jetzt die ganze Geschichte kennt, ist ja irgendwie klar, welche Absicht dahinter steckt. Und dann ist es richtig grusig. Ja, richtig grusig. Ja, das wollte ich schnell anmerken. Gehen wir aber nicht zu fest in das Thema rein, sonst wird Steffi wieder hässig. Genau. Verständlich. Also los, let's move on. Ja, genau. Ich habe nämlich eine neue PC gekauft. Ihr habt es ganz am Anfang mitbekommen. Ich habe nämlich schon so meine ersten Issues und Struggles gehabt mit dem PC. Ich muss auch zugeben, ich habe ihn erst gestern fertig aufgebaut. Ich habe gestern erst die ersten Programme richtig installiert und angepasst und Änderungen vorgenommen und so Sachen. Aber das soll jetzt mal nicht Thema sein. Ja, übrigens, es liegt wahrscheinlich an Windows 11, das ich mir installiert habe, auf Empfehlung hin. Das war vielleicht nicht eine gute Empfehlung gewesen. Aber das ist jetzt drauf, das bleibt jetzt drauf. Aber schon allein, dass sie die zwingen, Microsoft Edge oder Edge-Dingsbums zu verwenden. Also wirklich noch mehr als in Windows 11. Es ist wirklich grusig. Wir müssen ein
eine Software installieren, abladen und installieren, die der Edge blockt. Also, Ja. damit Ja. ich die Links wirklich im Chrome aufmachen kann, weil die sind nicht, also die wären schon wirklich ins Leere raus, sozusagen. Also wenn du auf einen Link klickst, irgendwie im Discord oder in einer Mail oder so, geht es ja normalerweise automatisch in deinem Browser auf. Und das ist bei mir nicht gegangen und ich habe wirklich lange gesucht, an was das Problem könnte liegen. Und ich habe mir wirklich eine App, ein Programm installieren, wo man den Edge blockiert. Aber Also das ist ja schon, also der Edge ist selber das personifizierte oder wirklich das lebendig gewordene böse. Live-Pop-up als Browser, wo der immer kommt und sagen, Use me, please. Ja, Use me. es ist wie Pfeil in dem Skyward Sword. Oder Navi. Hey, listen! Oder der Dude von Rick and Morty, der immer das App entwickeln will, weißt du? Oh Gott. Aber um das soll es gar nicht gehen. Das soll nämlich auf meinen neuen PC gehen. Und zwar, mein neuer PC ist von Joule Performance. Es ist der Joule Force Nuke BF21 RTX 3070 i7. Also i7. Ja, das ist der Name. Oh, Viele shit. Zahlen und Buchstaben, aber ja. Es ist die Version, die wir nicht in unserem Shop haben auf brack.ch, sondern es ist eine kleine vorherigere Version. Und zwar eine, die wir beim Black Friday letztes Jahr noch verkauft haben. Also letztes Jahr, das ist ja erst 4 Monate, nicht mal 4 Monate ist es her. Im November ist es ja gewesen, Ende November. Das ist eine Version, genau, die vom Black Friday noch übrig ist, sozusagen. Sie hat eine GeForce RTX 3070 drin, was natürlich ein massives Upgrade ist zu meiner sehr veralteten AMD R9, also Radeon R9 200er Series, die irgendwie schon 7 Jahre alt ist und so und wirklich teilweise mir ganz gespässige Grafiken angezeigt hat, wenn ich mal ein kleines besseres Game wollte zocken, sagen wir es mal so. Es hat aber nicht ganz so schön ausgesehen. Ganz komische Schatten geworfen, wo gar keine Schatten hätten sein oder so. Wirklich sehr weird. Aber der 3070 ist natürlich ein kleines Träumchen, wenn man bedenkt, wie knapp die Grafikkarten im Moment sind. Und auch dort, ich hätte mir niemals einen PC selber zusammenbauen. Allein schon aus dem Grund, wo wahrscheinlich die Grafikkarte 2/3 vom Preis ausgemacht hat von diesem PC. Also von dem her. Ja, es ist wirklich crazy. Genau, was habe ich noch? Ich habe noch i7 drin, Core. Das Mainboard ist ein TUF Gaming B46, also 64M+. Es hat 16 GB RAM drin, Corsair LPX. Ein SSD 1 TB. Und Windows 10 war zwar installiert gewesen, aber hey, hello Windows 11. Macht es nicht. Macht es erst in 3 Jahren. Ja. Und so viel zum PC. Bis jetzt, abgesehen von den spontanen Audioproblemen, wo es mir einfach mal alle meine Audio-Eingaben- und Ausgabegeräte einfach mal einfach alles rausgekickt hat. Es war plötzlich nichts mehr vorhanden gewesen. Und ja, ich weiss, Windows 11 ist Facepalm, I know, macht es nicht. Ich lasse jetzt drauf. Ich teste das jetzt für euch und ich halte euch auf dem Laufenden. Aber der PC an sich, bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Ich tue ihn dann noch ein bisschen hardcore austesten mit ein paar high-performenden Games. Mal schauen, wie gut er läuft. Und dann habe ich natürlich noch gerade 2 neue Monitore müssen haben. Ich meine, wenn schon, dann schon. Ich habe dann noch mit 2, ich sage jetzt mal, krüppligen Büromonitoren gearbeitet und gamet und gestreamt, die noch so 60 Herzchen hatten, wenn überhaupt. Gell? Und jetzt habe ich 2 27 Zoll Gaming-Monitore von AOC. Der Q27 G2S. Mit WQHD-Auflösung, also 2560 x 1440 Pixel und 165 Hertz. Genau, und 27 Zoll ist schon mal ein bisschen gewöhnungsbedürftig für mich, wo ich vorher 2 kleinere hatte, ich glaube 23,4 Zoll war das. Wo natürlich da bei meinem Gaming-Setup alles schön nebeneinander Platz hatte. Und die 27 Zoll ist schon ein Stückchen weit grösser, muss ich sagen. Ich habe jetzt
Hochformatig, an das muss ich mich noch gewöhnen. Ja, natürlich. Ja. Aber hey, das tönt, also Steffi, das tönt Ja, nach richtig, dem, richtig aufgestockt. Er sagt, jetzt bin ich Holy richtig shit. Profi, du hast gesehen. Ja, Jetzt kann ich mein Setup auch zeigen. Bis jetzt habe ich mich immer ein bisschen geschämt, aber ja, jetzt kann ich. Jetzt kannst du nicht mehr sagen, es sei ein schlechtes Setup, wenn du schlecht spielst. Das habe ich noch nie gesagt. Trust me. Ich doch nicht. Ich bin doch ehrlich. Sind wir Zuschauer schuld? Hast du nicht gewusst? Die haben abgelenkt, ja. wenn sie etwas in den Chat Meistens- schreiben. Meistens ich. Ja, das sowieso, ja. Ja, Nein, das tönt super, Steffi. Wirklich cool. Cool. ja, Freut mich voll, für ja, dich. Freude. Das Einzige, was mir noch fehlt, ist die neue Logitech Maus. Ich habe, also neu. Neu ist sie eigentlich nicht. Ich hasse es vor allem auch schon relativ lang. Du hast sie ja auch gekauft, letztes Mal hast du ja Yes, erwähnt, in yes. schwarz, gell? Genau. Superlight, Yes. Logitech Superlight Maus. Du hast sie in schwarz, genau. Ich habe sie in weiß. Und jetzt gibt es sie seit kurzem in pink. Ich habe die letzte in unserem Shop gesehen und mir dachte so, oh mein Gott, nice. Endlich haben wir mal ein bisschen Farbe hier bei uns im Shop. Wo, ja, vieles Game Gear ist ja halt schwarz. Das ist halt so die Standardfarbe. Ja. Wobei man muss sagen, die Hersteller haben in letzter Zeit ein bisschen angefangen aufstocken. Sie haben ja gedacht, so, es gibt ja auch viele Wesen da außen, die gerne Farbe haben oder weiss. Und haben jetzt auch ein bisschen angefangen, weisses Gear zu machen oder sogar farbig, was natürlich mega cool ist. Und wir haben übrigens eine Landingpage erstellt, also ich. Die ist mittlerweile auf, die ist abrufbar auf brack.ch/gaming/einrichten. Da haben wir ganz viel Zeug zusammen ramüsiert, wo ihr euch könnt inspirieren könnt, falls ihr mal ein Gamingzimmer einrichten wollt. Wir haben eine schwarze Welt, sage ich jetzt mal, eine weisse Gaming-Welt und eben eine bunte Gaming-Welt. Und natürlich haben wir auch Beleuchtung ein bisschen integriert. Also könnt euch mal dort ein bisschen rumschauen. Ist echt cool. Yes. Yes, auf jeden Fall. Das ist, mein Sprachmarathon. Ich komme schon wieder meine Gamer-Lungen über. Du hast gesagt, meine Streamer-Lungen. Kennst du das, wenn du so viel redest und so lange am Stück, dass du deine Lungen sofort wehtun? Das habe ich noch nicht gehabt. Ich habe nur aber Halsweh nach dem Singen. Aber Ja gut. Aber dann etwa das ist auch ähnlich. Ja. Aber jetzt darfst du noch erzählen, du hast nämlich auch etwas gekauft. Ja, also ich habe einfach, es ist halt klar, ich habe mir natürlich Elden Ring vorbestellt auf dem Brack-Shop. Und zwar gerade für mich und noch einen Kollegen. Und habe gefunden, ja, let's go, das muss ich haben, weil es ist eine Version, ich glaube, es ist nicht die Premium-Version, gibt es gar nicht. Es gibt ja irgendwie, ich glaube, wirklich noch eine teurere Version, die man sich bestellen kann. Da bekommt man sogar noch, ja, weißt du, das fancy Zeug, das du aber noch dazu bekommst. Mit so, ich glaube, kleineren Statuen und das Poster und so. Und ich habe jetzt eine Version bestellt, wo aber auch ein Poster dabei ist. Bei Poster sogar? Ja, aber ganz ehrlich, hängst genau. du dir so Poster auf? Ich werde es auf jeden Fall hier in den Hintergrund hängen, für das, Okay. wenn ich streame, dass die Leute ein bisschen sehen. Ich habe jetzt da probiert, so ein bisschen wie eine Posterwand einzurichten. Okay. Momentan ist noch so Man hört ihn nicht mehr. Hallo, komm zurück. so Weep-Zeug ist drauf. Okay, ja, nein, das lassen wir. Genau. Und ich werde es dort herhängen und ich freue mich natürlich extrem, Elden Ring dort zu spielen. Nice. Und ja, wie gesagt, holt euch es auch, wenn ihr Bock habt, auf brack.ch. Es ist vorbestellbar. Und wir freuen uns alle auf das Game. Ich denke so, Yes. ähnlich wie bei Total War. Yes, Genau. bei Total War gibt es nämlich sogar einen Stream bei uns auf dem brack.ch-Channel. Und zwar am Freitag spielt der Blake Total War Warhammer 3. Ja. Der Blake, nice. Genau. Vorher gibt es morgen am Dienstag, Nachmittag am 3 noch Sable von mir. Am Mittwoch am 3 spielt der Troy Jurassic World Evolution 2. Am 3 spielt er natürlich, Entschuldigung. Genau. Und eben am Freitag am 2 spielt dann der Blake Total War Warhammer 3. So sieht das aus. Und ihr dürft natürlich auch euch Podcast-Themen wünschen, sage ich mal. Ihr dürft gerne bei uns im Discord im Channel redet mal über Themen vorschlagen.
Ihr dürft natürlich auch Games vorschlagen, die wir mal so antesten sollen. Je nachdem können wir mal reinschauen, wenn wir Zeit haben oder falls uns mal nichts Besseres in den Sinn kommt. Wir tun natürlich eure Wünsche gerne mit integrieren. Und wäre es das eigentlich auch schon wieder gewesen für heute, für den Podcast. Wir haben schon wieder das Bier ein bisschen überzogen, aber das gehört ja mittlerweile auch dazu. Bier ein bisschen. Mal schauen, wenn wir es schaffen, unter 1 Stunde zu kommen, dann mal in das Kreuzatteche. Genau. Und Leute, wir hören uns in diesem Fall am Montag in einer Woche auf dem Livestream oder halt am Dienstag wieder auf Spotify. Bis zum nächsten Mal. Habt Sorge. Arrivederci. Tschüss zusammen. Yes, so, okay. Podcast vorbei, Leute. Jetzt habe ich, also no joke, aber meine Lunge tut mir jetzt ein bisschen weh. Ich glaube, vielleicht muss ich auch ein bisschen mehr trinken. Hey, aber ich habe geredet wie ein Buch, Mann. Hey, nein, mehr wie die Niagara-Fälle hat mich gedacht. Also. Charmant. Aber hey, ich bin froh, weil du kannst das so gut. Du kannst das einfach auch gut. I appreciate it. Und ich glaube, wir haben alles durchgebracht. Das ist das Wichtigste. Wir haben alle Themen können besprechen. Ja, das ist es so. Ich muss übrigens auch noch mehr ins Discord schauen, habe ich gemerkt. Weil du hast ja vorhin gesagt, dort ist eine Diskussion angerissen worden betreffend NFTs, gell? Genau, ja. Bei uns, wir sind übrigens auch live, also auch falls ihr Zuschauer, die jetzt noch da seid, falls ihr das jetzt noch gerade nicht mitbekommen habt, geht doch bei uns in Discord schauen. Wir haben dort ein paar Diskussionen. Wir haben auch ganz viele Channels gemacht, wo ihr euch dort austauschen dürft. Aktiv, ihr dürft Sachen drin posten. Bitte macht nicht allzu viel Eigenwerbung, das ist nicht der Plan. Ich muss auch zugeben, ich lösche einfach teilweise Zeugs. Von dem her, ja. MacLife hat noch geschrieben, so herzig wie am Anfang vom Podcast noch Mühe gegeben, so Wörter wie fucking so zu vermeiden, aber dann gleich drin kommen. Ja, du kennst den, Steffi, das ist der Trauber. Logisch. Wirklich? Hallo, die Trauber, das ist der Trauber. Nur gut. Ja, aber es ist halt wirklich so, man gibt sich halt schon Mühe, aber wenn man sich nach in Rage redet, ja, dann redet man halt, wie ihm die Schnurren gewachsen ist, das ist halt so. Genau. Merci für Troy. Merci, Troy. Merci. Und ich glaube, das macht uns auch sympathisch im Endeffekt. Ich denke so, ja. Wir sind auch Gamer. Was wollen wir? Wenn wir so tun, als wären wir voll Business-Leute und mit Krawatte und Anzug hier sitzen, oder was? Nein. Also ich glaube, das ist doch ein bisschen real geblieben, weißt du? Ja, ich glaube, in meinem ganzen Leben nach meiner Konf nie mehr eine Krawatte angehauen. Ich habe auch nicht vor, jemals wieder eine anzulegen. Wow, dann gerade so. Nein, wirklich nicht. Also ich bin nicht ein grosser Fan von Krawatten. Aber was? Findest du nice, Stefan? Nein, ich meine, ich habe ja selber mal Fleugen gemacht, aus 100% Seide. Fleugen finde ich nice. Ja, Seidenfleugen. Also Fleugen finde ich nice, aber Krawatten finde ich, I don't know, das ist nicht so nice. Und Anzug, ich bin einfach kein Fan von Anzug. Bin nicht so Fan von Anzug. Das wäre ein geiler Name für die neuen Charakter im Lost Ark. Was? Seidenfleugen. Sorry, ich habe meine 3 Charaktere schon erstellt. Ah, okay. Wie heisst sie? Immer gleich Kalestia. Oder einmal mal Kalestis. Okay. Also meine Charaktere heißen immer so. Kalestia, Kalestis. Einmal mit K, einmal mit C. Das ist immer gleich. Okay. Eigentlich auch ein bisschen eine Variation davon, wo ich natürlich nicht 5-mal den gleichen Namen eingeben kann. Darum ist immer eine Variation davon. Aber ja, es heisst immer gleich. Yes. Mein Charakter heisst Goldfaust. Wow. Wie einfallsreich. Ja, schon. Das Goldfischli, cute. Genau. Ja, also, aber ich würde sagen, das wäre es wieder für heute mit unserem Livestream. Ich hoffe, euch hat der Podcast genauso gefallen wie uns auch. Also, ich habe mir Spass daran. As usual. Und ja, für die Leute, die jetzt noch dran sind, falls noch jemand zuschaut oder zulässt, wir sind 4-mal in der Woche live. Morgen am 3 geht es weiter. Das spiele ich Sable blind, also schaue zum ersten Mal rein. Am Mittwoch spielt Troy Jurassic World Evolution 2, auch am 3. Und am Freitag am 2 spielt der Blake Total War Warhammer 3, der Sack. Das ist wirklich, das regt mich auch gerade ein bisschen auf. Aber es sei ihm gegönnt. Natürlich sei es ihm gegönnt. Es sei ihm gegönnt, Blake.
Also, Auf jeden Fall. ich gehe jetzt meine Lungen schonen. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend. Reiht euch schon mal ein bei Lost Ark, damit ihr vielleicht am 8. könnt spielen und dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Habt nach Sorge. Wir sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ciao zusammen, habt's gut. Ciao.